In diesen Tierfilmen kommt doch manchmal vor, dass Tiere in der Nacht sehen können, oder? Da kann man sagen, ja, das ist jetzt also wirklich nichts Neues, oder? Das weiss jeder, der eine Katze hat. Tiere können in der Nacht sehen. Und etwas auch nicht Neues ist, dass Menschen in der Nacht, wenn es wirklich stockfinster ist oder zunderst im Keller, wir hatten so einen Keller, wo gar kein Licht hergekommen ist, also sind Sie mit mir einverstanden? Da sieht man nichts. Also Menschen sind blind, wenn sie kein Licht haben. Wir sind ja, wie gesagt, schon länger dran in dem Johannesevangelium. Und die eine Bibel haben, dürfen sie auch gerne vornehmen oder dürfen auch das Handy auftun. Oder denen, wo das zu mühsam ist, die dürfen auch gerne dafür auf den Bibeltext schauen. Der Christoph hat es vorher vorgelesen, was das wir heute anschauen. Aber ich wollte euch zuerst mal noch schnell fragen, schaut ihr auch so gerne Tierfilme? Ganz etwas anderes, hä? Schaut ihr gerne? Also ja, und eben genau auf das habe ich gehofft. Wenn man ein Kind hat, dann ist das eines der Hobbys, Tierfilme zu schauen. Und schon als Kind habe ich extrem gerne Tierfilme geschaut. Und jetzt, ein paar Jahre später, mit dem Kind, staune ich, was die in diesen Filmen immer noch Neues herausfinden. Gott ist so gross, er ist so kreativ, er ist der Herr. Wir haben es vorher gesungen, eben von den Wulchen. Er ist der Schöpfer. Und er hat so kleine Details gemacht, die doch manchmal die in diesen Tierfilmen so hervorheben. Über den Schöpfergott, über den, der Himmel und Erde gemacht hat, können wir nur staunen. Und dann könnte ich sagen, in diesen Tierfilmen kommt doch manchmal vor, dass Tiere in der Nacht sehen können, oder? Da kann man sagen, ja, das ist jetzt also wirklich nichts Neues, oder? Das weiss jeder, der eine Katze hat. Tiere können in der Nacht sehen. Und etwas auch nicht Neues ist, dass Menschen in der Nacht, wenn es wirklich stockfinster ist oder zunderst im Keller, wir hatten so einen Keller, wo gar kein Licht hergekommen ist, also sind Sie mit mir einverstanden? Da sieht man nichts. Also Menschen sind blind, wenn sie kein Licht haben. Sind Sie da mit mir einverstanden? Gut. Ich glaube, das ist nämlich ganz eine wichtige Voraussetzung, dass wir den Text, den wir da haben, auch verstehen können. Genau um das Thema dreht sich heute ums Sehen. Wer sieht wirklich? Wer hat wirklich den Durchblick? Und wie es der Christoph schon gesagt hat, wir schauen einfach die Geschichte vom Ende, in dem Sinne das Ende von dieser Geschichte an, von dieser Heilung, von dem Blindgeborenen. Anfangen möchte ich noch mal ganz kurz mit der Geschichte hinter der Geschichte. In meiner letzten Predigt habe ich probiert aufzuzeigen, warum es für die Juden so ein Affront, so fast eine Beleidigung und ein Angriff war, dass Jesus nicht einfach irgendeinen Blinden geheilt hat. Er hat nicht einfach einen Blinden geheilt, sondern er hat einen Blindgeborenen geheilt. Das ist ganz ein wichtiges Detail in dieser Geschichte. Es geht in erster Linie nicht um das Wunder vor Heilung. Das natürlich auch. Gott ist ein grosser Gott. Gott kann heilen ohne Problem, ebenso wie er Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist kein Problem. Aber man muss wissen, dass im jüdischen Verständnis ist für die Juden klar war, dass sich wie die Lehre hat sich etabliert, kann man auch sagen. Für sie ist klar gewesen, wenn einer kommt und einen Blindgeborenen heilt, dann muss es der Messias sein. Das kann nur der Messias. Also ein sogenanntes messianisches Wunder ist die Heilung von einem Blindgeborenen. Und darum ist das so zentral. Sie haben sich wirklich jetzt überlegen, hui, ist Jesus der das da gemacht hat? Ist das jetzt wirklich der versprochene Messias? Ist das der Heiland, wo sie darauf wartet, der heilen kann und der alle Sünden vergeben kann? Ist es denn wirklich? Weil es hat so viele Propheten gehabt, es hat so viele Leute gehabt, die Wunder da haben. Das war nichts Spezielles gewesen.
Aber Jesus hat offensichtlich, man kann es hier lesen, den Blindgeborenen geheilt. Und er hat es ja, haben wir das letzte Mal auch gesagt, strategisch gemacht, an einem Fest, wo ganz Jerusalem auf den Beinen war. Alle haben es gesehen. Und er hat dann ja mit dem Dankel in den Augen abgeschickt durch die ganze Stadt an den Teich Siloa. Also alle haben das mitbekommen. Das ist sehr offensichtlich gewesen. Und jetzt hat das etwas ausgelöst. Alle haben es gesehen und es spitzt sich immer mehr zu. Ist er jetzt der Messias oder ist er es nicht? Und wenn wir vorgehen in unserem Johannesevangelium, im Kapitel 7, Vers 38, erklärt Jesus mit Bildern, die wir verstehen können. Jesus braucht immer ganz viele Bilder, wer er ist. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ein Vers, wo wir jetzt im Moment daran denken können, wenn doch der ängstlich gefallen so fließt. Hey, das ist so eine Zusage. Wenn wir an Jesus glauben, dann darf aus unserem Leben Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Wunderbar. Und er sagt im Johannes 8, Vers 12, das ist auch vor unserer Geschichte, sagt er noch, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ein ganz bekannter Vers. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das geht dieser Geschichte voraus. Und es ist wichtig, dass wir das wie verstehen, was das ausgelöst hat unter seinen Zuhörern, gerade auch unter den Pharisäern. Und der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist in dieser Predigt, ist, Jesus ist radikal. Jesus ist sehr radikal. In unserem Text ist nämlich in dem Sinn von dieser Radikalität zu lesen, Licht oder Finsternis, hell oder dunkel, sehen oder blind sein. Und ich habe da etwas mitgenommen. So eine Lampe. Glaubt ihr mir, dass die hell ist? Ja! Also, ich kann ohne Probleme so reinschauen, tut mir überhaupt nicht weh. Würde die mir etwas nützen im Keller? So, hä? Nicht wirklich. So nicht? Ah, ja, genau. Das ist ja der Witz an dieser Geschichte. Das ist so eine blöde Lampe. Die Lampe hat keinen Schalter. Wirklich nicht. Aber sie funktioniert. Aber sie funktioniert nur, wenn man sie einsteckt. Da hat es eine Buchse mit Strom, hoffnungsvoll. Soll ich euch ein bisschen blenden? Das ist Licht, oder? Sind ihr mit mir einverstanden? Das ist Licht. Aber das Licht scheint nur, wenn man eingesteckt hat. Ich tue es jetzt wieder abstellen. So uneingesteckt nützt sie nichts. Also da gibt es kein Licht, da ist keine Helligkeit. So, das ist nicht gefährlich, passiert nichts. Ja, so ist es. Oder ich habe etwas anderes mitgenommen. Ich habe jetzt Knusch in meinen Säcken. Eben, Licht oder kein Licht. Seht ihr mich? Also ich sehe euch. Seht ihr mich? Ja, ich euch aber nicht. Hä? Ist nichts. Also ich bin ja nicht wirklich blind. Aber es ist so eine gute Maske. Ich sehe ein bisschen hell von den Fenstern. Und sind ihr noch da? Ah, nicht vorgelaufen, da bin ich doch froh. Weil ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, wenn ich kommen oder gehen. Ich bin blind. Sehen oder nicht sehen. Licht oder kein Licht. Das ist der Punkt. Und schaut mal, was Jesus da sagt im Vers 39. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen,
damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Das ist ein Herzwort. Das ist ein Gerichtwort in dem Sinn, oder wie es der Schlachter übersetzt hat: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Das ist eine krasse Aussage. Es ist Licht oder dunkel, kein Grau, schwarz oder weiß. Und im Lukas-Evangelium gibt es auch einen bekannten Vers, der das auch unterstreicht. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus selber sucht in unserem Predigttext den Mann auf. Die Geschichte hat sich abgespielt, der ist geheilt worden, der hat wieder gesehen, der Mann, der Blindgeborene. Die Nachbarn waren in Aufruhr gewesen. Die Pharisäer haben die Eltern gefragt und die haben gesagt, wir müssen ihn selber fragen, weil sie Angst hatten. Weil die sich zum Messias bekennen, die werden aus der Synagoge ausgeschlossen. Keine Chance. Auch da sind auch die Pharisäer radikal gewesen. Und Jesus, hat den Mann in unserem Predigtext dann aufgesucht, wo ihn die Juden schon aus der Gemeinschaft ausgeschlossen hatten. Das ist das Schlimmste, was einem passieren konnte als gläubiger Jude. Ausgeschlossen zu sein aus dieser Gemeinschaft, das ist noch viel schlimmer, weder bettelnd, blind am Tor zu hocken. Und der ungebildete Mann, der hat ja nicht lesen und schreiben, weil wie will man lernen, lesen und schreiben in einer Zeit, wenn das hat keine Blindenschrift gegeben. Der hat keine Bildung bekommen. Er war ja blind gewesen. Und der ungebildete Mann, wenn ihr heute Zeit habt, leset den Text vor dran einmal, er trocknet die Pharisäer ab. Also wirklich, es ist so unglaublich, wie Gott dem Mann einfach auch eine Sprache gibt. Er hebt ihnen den Spiegel vor und treibt die Pharisäer zur Weissglut und er treibt sie auch in die Ecke. Er sagt, was? Ihr seid die Gelehrten und wisst nicht, wer Jesus ist. Ihr fragt so viel nach. Wollt ihr jemand auch seine Jünger werden? Das ist doch beissende Ironie von dem Blinden, der jetzt eben sehen kann. Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Hui, mit dieser Frage hat er vordran das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann nachher im Vers 8, 28 heißt, sie beschimpften ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir sind Mose-Jünger. Und er argumentiert dann weiter, wenn dieser Jesus nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und willst uns lehren. Und sie stießen ihn hinaus. In diesem Zustand setzt unser Predigtext ein. Der Mann ist rausgefallen worden, keine Chance. Ein Sünder, der erkannt hat, dass er den Durchblick nicht hat ohne Jesus. Und so fragten Jesus da in unserem Vers, Jesus hörte, dass sie den Geheilten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Das war die Frage. Glaubst du an den Menschensohn? Und der blind Geheilte fragt nach. Herr, sag mir, wer ist es, damit ich an ihn glauben kann? Erwiderte der Geheilte. Da muss man wissen oder sich bewusst sein, der Mann, der hat ja Jesus noch gar nie gesehen. Er hat Jesus nie mit seinen eigenen Augen gesehen. Da, wo er Jesus noch begegnet ist, hat er ihn gehört. Und er hat erlebt, wie er ihm den Brei in die Augen da hat, aber gesehen hat er ihn nicht. Jesus ist schon wieder weg gewesen, als er geheilt worden ist. Jetzt hat er den Durchblick. Jetzt sieht er und er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und so antwortet er. Jesus sagt ihm, du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir.
gab sich Jesus zu erkennen. Und dann ist die Reaktion vom Blindgeborenen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Das ist die Reaktion von dem Mann, der mal blind war, wo jetzt aber sieht auf das, was er Jesus erkannt hat. Und so, glaube ich, ist der Predigtext eine Aufforderung an mich, an dich. Auch wir müssen uns positionieren, wie wir zu Jesus stehen. Es gibt keine Graustufen. Ein bisschen oder vielleicht doch nicht oder mal am Sonntag schon und am Dienstag nicht. Das gibt es da nicht. Und glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auf die Erde gekommen ist, damit unsere Beziehung zum himmlischen Vater wiederhergestellt ist? Das ist die Frage an dich, an mich. Oder willst du dich entscheiden, so wie die Pharisäer, zu behaupten, nein, wir sind der Mose seine Jünger. Sorry, Jesus. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen es nicht. Wir machen alles richtig. Wir halten alle Gebote. Wir machen das recht. Bei uns, nein, wir brauchen nicht so einen Messias wie du. Und die Pharisäer in ihrem, wenn so wie sie reden, haben sie eigentlich Jesus und dem Blinden vorgehalten, dass sie eben die Jünger von Mose sind und dass sie darum wirklich gar keinen Bedarf haben an so einem Messias. Für die Pharisäer war klar, der Messias, so wie er sich ihnen präsentiert hat, das kann kein Rechter sein. Sie haben gesagt, hey, der geht mit diesen Säufern, er geht zu diesen Prostituierten, das kann nicht der Messias sein. Und so einen, nein, das ist nicht okay. Nein, also wir sind besser. Das brauchen wir nicht. So war es. Die anderen, die machen Fehler. Aber wir sind doch gerecht. Wir sind die Nachfolger von Mose. Wir brauchen das nicht. Und ein paar Pharisäer haben aber gehört, die sind wieder da, obwohl es so nicht erscheint. Aber ein paar Pharisäer haben gehört, was Jesus gesagt hat, nachdem dass der Blindgeborene erkannt hat, wer Jesus ist und ihn angebetet hat. Weil im Vers 39 gibt er eine Antwort. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Und jetzt kommt's. Einige Pharisäer standen dabei, sie sind also da gewesen, sie haben alles genauestens angeschaut. Das war ihre Aufgabe. Sie haben alles genauestens schauen, was macht der. Einer, der behauptet, der Messias zu sein, den muss man ganz genau unter die Lupe nehmen. Und sie fragen dann eben sogar noch nach. Einige Pharisäer standen dabei und fragen zur Sicherheit nach. Sie wollten es nochmal wissen. Soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Der eine ist anscheinend plötzlich bewusst worden, vielleicht ist eben doch mehr mit dem Jesus. Und Jesus sagt, ihr seid so selbstgerecht. Seht ihr nicht, dass jeder von euch erlösungsbedürftig sind? Wenn ihr das nicht seht, dann sind ihr blind und habt kein Licht. Die aber, die sehen und erkennen, Achtung, jetzt muss ich da schauen, dass wir es ein bisschen an die Tiele machen. Ich hoffe. Die merken, ohne Jesus bin ich blind, habe kein Licht, bin in Dunkelheit und sich entscheiden, bei Jesus einzustecken, mein Leben ihm zu übergeben, da wird Licht. Das ist die Entscheidung für oder gegen Jesus. Licht oder dunkel. Sehen mit Jesus oder blind sein ohne ihn. Das ist der Punkt. Ohne Jesus bestehen wir nicht vor Gott. Es gibt keinen Zugang in die ewige Wohnung bei Gott. Weil später im Johannesevangelium fragen ja dann die Jünger,
Was machst du? Woher gehst du? Wo er sagt, er gehe weg. Und er erklärt ihnen, ich gehe in den Himmel, ich mache euch die Wohnungen im Himmel parat. Und nachher dann sagt er dort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Für die merken, dass sie selber eben sich nicht durch Gutes tun oder durch nett sein oder alle Gebote halten, sich in den Himmel schaffen. Für die das sehen, die dürfen das Gnadengeschenk annehmen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Jesus ist das Licht. Jesus schenkt das Licht, das zum Leben führt. Und so ist die Frage heute für mich, für dich. Wie stehen wir? Ich will dich nochmal fragen, hast du eingesteckt bei Jesus? Hast du eingesteckt bei Jesus und das Licht angenommen? Wir können alles lesen da drin. Wir können alles peinlich genau machen, so wie die Gebote da aufgeschrieben sind, was man tun sollte. Niemand von uns schafft es, die Gebote alle so zu halten. Niemand wird durch selber gut machen, gerecht. Das erinnert Jesus da nochmal. Und dann fragen sie nämlich, soll das etwa heißen, dass wir auch blind sind? Jesus antwortete, wärt ihr tatsächlich blind, dann träfe euch keine Schuld. Aber ihr sagt ja, wir können sehen. Deshalb kann euch niemand eure Schuld abnehmen. Amen. Amen. An und für sich gibt es da nicht mehr dazu zu sagen. Es ist nur die Frage, zu welchem gehörst du? Zu welchem gehöre ich? Bin ich der Blindgeborene, der seine Blindheit anerkennt und sagt, nur mit Jesus sehe ich? Oder bin ich so selbstgerecht und denke, das brauche ich nicht, ich mache es richtig? Ich glaube, heute lädt Gott uns ein. Er lädt uns ein, zu sagen, komm, steck ein bei mir. Ich habe jetzt da müssen, damit es wirklich hell ist, natürlich im Strom einstecken. Aber für geistlich zu sehen, für geistlichen Durchblick zu haben, müssen wir am Kreuz einstecken. Dort ist Jesus gestorben. Sein Blut hat all unsere Sünden weggewaschen. Der Schuldschein gegen jeden von uns Menschen ist am Kreuz verschrissen. Der Vorhang im Allerheiligsten ist verschrissen. Das sind alles Bilder, die uns sagen wollen, hey, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Nimm es einfach an. Es ist ein Geschenk. Alle deine Sünden, deine Zielverfehlung weg von Gott selber zu machen, ist vergeben. Und das ist ein riesiges Geschenk. Und ich glaube darum, es ist wichtig, was der Blindgeborene nachher gemacht hat. Wo wir da lesen, er hat nicht nur gesagt, aha, Herr, ja. Was hat der Blindgeborene gemacht, als er es gecheckt hat? Was hat er gemacht? Ja, er hat angebetet und hat sich verbeugt vor Gott. Das ist die Reaktion. Freude und Ehrfurcht und nicht einfach, ich habe es verstanden. Das ist nicht eine Frage vom Verstand allein, es ist eine Frage von dieser Beziehung. Und darum möchte ich auch euch Mut machen. Es gibt jetzt nochmal die Gelegenheit in einem Lied, ganz persönlich für euch, eures Herz, dem Gott herzugeben. Und Gott zu fragen, Gott, was siehst du, wenn du in mein Herz hineinschaust? Wo bin ich? Wer bin ich? Gibt es in meinem Herz Dunkelheit? Gibt es in meinem Herz Sünde? Habe ich mein Leben überhaupt dir anvertraut? Gibt es Unvergebnis in meinem Leben? Denn wenn wir heute beten, und es ist Gelegenheit, da ist das Kreuz und da in Heilsame gibt es so eine Bank. Und die Bank, die heisst Gnadenthron. Dort kann man herkommen als Zeichen und sagen, Herr, ich möchte auch abknündeln und mein Herz dir geben. Zur Ehre. Man darf auch an den Gnadenthron kommen und herknündeln, um ihm Danke zu sagen für das Gnadengeschenk, das wir bekommen haben. Oder auch etwas ablegen, das zwischen Gott und mir steht. Lassen wir doch das Licht Gottes heute Morgen scheinen. Durch
unsere Dunkelheit durch, die immer wieder kommen will, dass wir Durchsicht haben und beugen unsere Knie vor dem heiligen Gott. Er ist heilig, er kennt unsere Herzen und so wollen wir jetzt bitten durch den Heiligen Geist, dass Gott unsere Herzen so berührt, wie wir es brauchen. Danke, Vater im Himmel, dürfen wir dir jetzt einfach unser Herz hergeben. Du sagst, dass du der Herzenskenner bist. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment so an unserem Herz wirken, wie wir es brauchen. Amen.